Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Taktik Fox. Leute, ich zeige euch, wie ich aufstellen würde gegen RB Leipzig und werde ein bisschen was zum Spiel und meinen Tipp erzählen. Tippen ist relativ schwierig, weil noch nicht genau feststeht, wer auflaufen wird. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass ein Harry Kane und ein Fonzie Davies auflaufen werden. Zumindest wenn natürlich im Abschlusstraining nichts passiert. PK war natürlich jetzt vor dem Abschlusstraining. Also wenn da nichts passiert, gehe ich davon aus, dass beide Spieler auflaufen werden und ich gehe auch davon aus, dass beide Spieler anfangen werden. Ja, ich glaube, das macht auch mehr Sinn, wie zu sagen, ich bringe Harry Kane dann rein, wenn es 0:2 steht oder sowas. Ja, ja, nach dem Spiel in Mainz haben wir auf jeden Fall was gut zu machen. Das war das schlechteste Spiel diese Saison. Das war gar nichts. Von daher erwarte ich da eine Reaktion. Wichtig ist halt, ja, dass ein Harry Kane dann auf dem Feld ist und dass er natürlich fit ist, sonst macht es natürlich auch keinen Sinn und dass er dann auch die Buden macht. Ja, weil das ist gerade unser Problem. Obwohl jetzt im letzten Spiel schon das Problem war, uns überhaupt mal Chancen zu erspielen. Die Frage wird sein, welchen Ansatz Leipzig gehen wird gegen uns, aber die haben in den letzten Spielen haben sie es eigentlich immer sehr gut gemacht gegen uns, von daher wird es ein schweres Spiel werden. Ja, wie gesagt, Ergebnis zu tippen ist schwierig, hängt davon ab, wer spielbereit ist und wer nicht, aber ich tippe ein 3:2 für uns. Ja, und damit würde ich sagen, gehen wir mal rein in die Aufstellung. Ja, Daniel Peretz stellt sich von alleine auf. Okay, Ole wäre parat, aber Daniel hat es bisher echt gut gemacht. Da denke ich, haben wir die wenigsten Probleme. Harry Kane, definitiv. Ja, wenn Harry Kane fit ist, muss er spielen. Ansonsten als Alternative haben wir natürlich Müller und Tell. Das ist gerade so ein bisschen die Auswahl zwischen Pest und Cholera, wenn wir ehrlich sind. Tell macht den Eindruck, als kann er nicht. Müller, keine Ahnung, muss auch irgendwie alles zusammenlaufen, damit da mal ein bisschen Gefahr entsteht. Ja, wahrscheinlich würde ich mit Müller anfangen, ihm erstmal die Chance geben. Und wenn er es nicht hinkriegt, würde ich ihn Mathis Tell zur Halbzeit bringen und ja, das Beste hoffen. Ja, anders geht es leider nicht. Gut. Ansonsten fangen wir noch mit der Innenverteidigung an. Da haben wir unsere kleinsten Probleme. Zumindest wenn beide fit sind. Ansonsten erste Alternative und ja, gut, zweite Alternative wäre noch Goretzka. Ich hätte fast gesagt einzigste Alternative, aber das ist ja. Eric Dyer halt. Ja, die Außen. Boe ist wieder verletzt. Keine Ahnung, den Spieler brauchst du auch nicht mehr bei uns. Also, der hat noch nie mehr wie 3 Spiele am Stück gemacht. Also wird es darauf hinauslaufen, dass Conny Leimer Rechtsverteidiger spielt. Ja, ich hätte jetzt gerade auch keinen anderen. Sage ich euch, wie es ist. Guerrero ist mindestens genauso schwach. Linke Seite natürlich Fonzie. Ja, jetzt irgendwie einen Atz reinzuwerfen in so einem Spiel ist natürlich schwierig. Hätte man halt vorher machen müssen, damit man ihn jetzt in so einem Spiel bringen kann. Ja, Alternative, wenn Davies halt nicht kann, ist ein Guerrero. Und dann hört es auch schon auf, was die Außenbahn anbelangt. Ja. Natürlich könnte man sagen, wir stellen Kimmich auf rechts, Conny Leimer in die Mitte. Ja, das ist aber gerade auch so gut wie gar nicht eingespielt. Von daher, das kannst du halt nicht in Spielen wie gegen Leipzig machen, meiner Meinung nach. Von daher spielt ein Kimmich, von daher spielt natürlich ein Pavlovic. Alternative für alle Positionen ist Leon. Natürlich spielt ein Musiala. Ohne Musiala geht ja gar nichts bei uns aktuell. Und natürlich spielt auf der rechten Außenseite die Maschine Michael. Ja. Und auf der linken Seite sollte ein Serge wieder fit sein, würde ich in Serge bringen. Dieboy war bisher halt wirklich unterste Schublade. Alter. Ansonsten natürlich hast du einen Dieboy, obwohl wir können natürlich hier auch einen Tell reinsetzen.
Dann ist es seitengetreuer. Und wir setzen hier einen Sané rein. Sané macht ja auch nicht irgendwie den Anstand oder man sieht ihn nicht an, dass er irgendwie Bock hat, auf der linken Seite zu spielen. Ja, ich denke, er wird erkannt haben, dass auf der rechten Seite Michael ihn im Rang abgelaufen hat. Ja, damit er sich auch mit abfinden müssen. Ja, ansonsten haben wir natürlich für Musiala, können wir natürlich noch Müller eintragen, den wir aber schon vorne drin haben. Von daher können wir uns das auch schenken. Ja, wie wir sehen, Alternativen sind jetzt nicht so viele gerade da. Ja, wir haben natürlich noch einen Ibrahimovic, den man mit Sicherheit auch mal reinwerfen hätte können, aber auch das im Spiel wie gegen Leipzig schwierig. Schwierig. Ja, da jetzt irgendwie, ob du hier Gnabry oder Sané hinstellst, ist am Ende des Tages wirklich wurscht, glaube ich. Da tut sich nicht wirklich viel. Wie gesagt, vielleicht ist Gnabry ein bisschen freier vom Kopf, wenn er denn fit ist. Vielleicht schafft es Leo aber auch endlich mal, sich im Kopf frei zu machen. Ich weiß es nicht. Oder ein Tell ist auch schwierig zu sagen. Auch der scheint blockiert zu sein im Kopf. Vielleicht tut den Spielern dann allen die Pause gut nach dem Spiel. Wichtig ist natürlich, ja, ein Unentschieden ist Pflicht, Alter. Ja, damit einigermaßen Ruhe über die 2 Wochen auch herrscht. Ja, idealerweise wäre ein Sieg natürlich gut. Eine Niederlage wäre eine Katastrophe. Dann wirst du die 2 Wochen wieder nur dummes Gelaber haben. Kompanie wird in Frage gestellt, das System wird in Frage gestellt, der Kader wird in Frage gestellt. Ja, also einfach gewinnen den Bums. Dann haben wir eine ordentliche Hinrunde gespielt. Aber da ziehen wir dann Fazit, wenn es soweit ist. Ja, wie gesagt, das wäre meine Aufstellung. Man hat relativ wenig Möglichkeiten, da jetzt irgendwas umzustellen, weil man vielen Spielern halt vorher gar nicht die Chance gegeben hat. Wie gesagt, so ein Aznu, so ein Ibrahimovic könnte man natürlich aufstellen. Die jetzt aber blind reinzuwerfen im Spiel gegen Leipzig ist halt völliger Schwachsinn, Alter. Ja, die hätte man halt vorher mal ranführen müssen und dann wären das mit Sicherheit sehr, sehr gute Alternativen gewesen. Wir können natürlich hier noch einen Stunny eintragen. Ja, der wieder im Training ist, wird aber wahrscheinlich fürs Spiel nicht reichen. Oder wenn, dann vielleicht für einen Kurzeinsatz. Wird man sehen. Ja, ich bin gespannt auf das Spiel. Ich kann es ganz schwer einschätzen gerade. Wenn wir an unser Leistungspotenzial kommen, wenn Harry Kane auf dem Feld ist. Ich meine, Leipzig war jetzt auch nicht so konstant die letzten Wochen, auch wenn sie sich jetzt in den letzten Spielen wieder gefangen haben. Aber auch die hatten mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Also mal abwarten, es ist schwer zu sagen. Schön wäre natürlich, wenn Conny Leimer in der Mitte mal auflaufen könnte und Kimmich nach rechts. Aber wie gesagt, das jetzt umzuwerfen vorm Spiel gegen Leipzig, würde ich jetzt halt auch nicht tun. Ja. Auch das hätte man dann schon vorher mal machen müssen. So, von daher bleibt zu hoffen, dass Kimmich sich ab und wann mal auf die Rechtsverteidiger-Posi fallen lässt, wenn Conny Leimer irgendwie weit aufrückt. Weiß ich nicht, hat die letzten Spiele auch nicht wirklich gut geklappt oder wurde nicht umgesetzt. Schwierig. Ja, die Frage wird jetzt sein, sehen wir eine Reaktion, mal unabhängig vom Ergebnis. Dann denke ich, wir müssen eine Reaktion sehen, wenn dann das Ergebnis wirklich ein Unentschieden sein sollte oder selbst du verlierst unglücklich oder sowas. Und da muss man das differenzierter betrachten, als wenn wir jetzt keine Reaktion zeigen. Ja, wichtig ist, dass wir eine Reaktion zeigen und nicht in diesen Strudel dann hereingeraten, so wie es dann letzte Saison teilweise der Fall war, dass wir uns selber haben runterziehen lassen. Ja, ich gehe davon nicht aus. Ich denke, Kompanie wird das hingekriegt haben, dass die Jungs motiviert sind, dass sie heiß sind. Aber es ist natürlich ein schwieriger Gegner. Von daher würde ich das Spiel 2 getrennt betrachten. Einmal von der Reaktion und dann vom Ergebnis. Idealerweise ist beides für uns. Dann ist alles tutti. Ja. Dann reden wir eigentlich über eine sehr, sehr gute Hinrunde. Aber wie gesagt, da an anderer Stelle mehr. Leute, ich wünsche euch ein super gutes Spiel, Abschlussspiel der Hinrunde oder der bis zur Winterpause. Und ein schönes Wochenende schon mal an dieser Stelle, Leute. Rot-weiße Grüße, haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.